Der Flori und der Chris haben sie auf der Sommerwiesen so voll laufen lassen, dass sie am anderen Tag nimmer wissend, wo sie gewesen haben und wo ein Mike sein Schäsen blieben ist. Der Patrick ist aber nüchtern geblieben und bringt alles wieder in Ordnung. Der Fanny, seiner preußischen Tochter, gefällt's daheim nimmer und sie zieht aus und geht zu der Franzi. Da hält es aber nicht lang aus und kommt bald wieder retour. Der Mike braucht eine Kommode für sein Stumm und die Landweiber bringen ihm gleich 4 so alte Teufel daher. Aber er lässt alle wieder zurückgehen, bis auf die von der Uri. Auch grad die möchte aber die ihrige schließlich doch gehalten. Und drum kauft er ihm gleich eine Neiche bei ihren Mewitantler. Der Flori lässt sie von verschiedenen Leuten als Backesel ausnutzen. Als Zwiefel steht statt der korrupten Moni einen neuen Gmorschreiber ein. Und der stinkt recht, dass sie nichts mehr zu melden hat und wird streitet mit ihrer. Danach macht's Geschenke für den Lorenz, seine großkopferten Freund, damit das zu denen als Bierzeit rein darf und sie beim Zwiefel entschuldigen kann. Die Rosi macht für keiner in Bierzeit einen Stundenplan, wo streng nach dem Gesetz geht und tut sich schwer, dass er den eindruckt. Der Lorenz reißt sich drum, dass er in der Rosi sein Bierzeit anzapfen kann und trainiert auch schon fleißig dafür. Aber wie es so weit ist, ruiniert er beim Brunnerwirt die Tierschnallen an Heiseltaust und spart sie ein und versammelt einen Anstich. Den macht nachher die Rosi statt seiner. Im Bierzeit spielt Lansinger Blasmusik auf und der Lansinger Dreigesang lässt sie hören. Wie der Geschirrwascher ausfällt, müssen etliche bessere Leute als Kriegelwascher werkeln. Aber alle haben lustig und fidei, bis auf die Rosi und das Zwiefel, die zwischendrin einen verflossenen Liebschaften nachhängen.